Kürbis hat es überall rum, wie du den richtig fein machst. Gefühlt, so wie da, siehst du jetzt gerade bei der Patricia. Das Wichtigste ist Hackfleisch. Soll ich gerade den Rest auch noch zeigen? Ich würde sagen, du. Hey, heute mache ich das einmal. Ja, Einmal, das stehe erste einfach Mal. Probieren. Wir brauchen einen feinen Kürbis. Am besten nehmen wir einen aus dem Stedigarten. Ich habe Millionen Kürbis daheim und überhaupt. Habe den heute Morgen für dich gepflückt. Der schönste natürlich. Der allerschönste. Dann braucht es ein feines Olivenöl. Da muss man helfen. Ist der Frischkäse? Frischkäse. Sind ihr? Ja, ohne sie, sonst könnte ich es allein machen. Und? Dann braucht es ganz viel Herdöpfelgewürz. Ja, so ein bisschen. Ein Tomatenpüree heisst das? Kann man nicht. Herdöpfelgewürz. Und dann braucht es hier Fleischgewürz und vor allem Zwiebeln. Die könnt ihr auch frisch nehmen, aber die sind Es einfacher sind zu viel einfacher, verarbeiten. man nicht brüllen beim Schneiden. Genau, du hast alles vorgestellt. Fantastisch, Du weißt zwar oder? noch nicht, was geht, aber super. Wie man das Ganze kocht. Und wenn ihr das sehen wollt, bis so gut, kurzer Moment. Ich weiss, ihr seid jetzt am Schauen, ihr möchtet etwas gerne weitergehen. Macht jetzt schnell unten links das Däumchen auf. Ihr könnt abonnieren, teilen, machen, tun. Weil, wenn es kein Däumchen gibt, Patricia, Keine Motivation. ja, Aber jetzt mache ich es noch. ich gehe jetzt. Ist gut. Ja. Oder willst du auch noch machen? Wenn du so Nein, schön ist präsentierst. gerade okay. Also ich glaube, nein, danke. Okay, tschüss, ciao, tschüss, ciao, ciao. Wir bleiben, gell? So, gefüllter Kürbis. Wir machen heute mit diesem Kürbis, mit der Hokkaido. Man kann auch mit anderen Kürbissorten machen. Die hat den Vorteil, dass man nicht schälen muss. Werde ich für dieses Rezept auch nicht schälen. Und zuerst bereite ich hier meinen Gratin vor. Ich lasse das nur so. Du wirst nachher sehen, warum. Ich kann nachher mit dem Kürbis selber verteilen. Da muss ich jetzt nicht noch die Hände voll mit Öl ölen. Also Kürbis, die Idee ist, bei dieser Form Kürbis, ich schneide in die Mitte, dann habe ich 2 Hälften zum Füllen. Damit sie gut stehen, muss ich natürlich diesen Teil hier wegschneiden. Und ganz vorsichtig, ich habe ein grosses Messer genommen, aber ich habe das Gefühl, die kleinen schneiden fast besser bei mir. Die muss ich nochmal schleifen lassen. So, nein, das geht gut, super. Und das ist schon mehr oder weniger so, das steht, siehst du? Das steht. Und jetzt schneide ich so, dass ich mehr oder weniger gleich größere Hälfte habe. Also ich schneide zuerst auch da drunter, dann steht auf dieser Seite besser. Also, ein Trick. Hättest du jetzt vorher gemacht, aber ich zeige es. Mit dem Messer hier, weil der Kürbis so rund ist, es ist für mich schwierig. Ich nehme das Gleises und tue es zuerst ein bisschen so vorlegen. Guck, es geht auch besser. Und pass auf, gell? Nicht, dass ich so die Bewegung mache und dann kommt das Messer da auf meine Hand hier oben. Also ich drücke immer so nach unten. Zu jeder Arbeit muss man das richtige Werkzeug haben. Das ist schon viel. Und ich habe sogar richtig getroffen. Guck mal, wie schön. Super, da haben wir 2 Kürbishälften. Da haben wir Welle und das haben wir. Nichts war mit dem Eleganz, die ich mir gewünscht habe, aber es hat funktioniert. Je nachdem kann ich jetzt das Innenleben hier von der Kürbis, diese Kerne mit einem Löffel rausnehmen. Je nach Kürbissorte geht das nicht so gut mit dem Löffel, dann nimmt man auch ein kleines Messer dafür. Ich finde besser mit dem kleinen Löffel, weil dann komme ich genau auf diese Seite hier, weißt du, die Vertiefungen vom Kürbis selber. Sehr gut. Ich muss nicht so viel kratzen, dass alle diese Fasern hier weg sind. Die lasse ich da. Hat auch Geschmack und eben auch Faserstoff. Also gehe ich zu meiner anderen Hälfte. So. Beide Kürbishälften sind jetzt parat. Ich habe die hier, wie gesagt, bei einer der Kürbissorte müsste ich schälen. Bei dieser hier lassen. Das Einzige, was ich mache, weil je nachdem, man kann nachher einfach so essen oder man kann die Schale auch essen. Und die Teile, die teilweise so ein bisschen so holzig sind, das nehme ich weg. Einfach, weil ich finde, da müssen meine Gäste nicht unbedingt essen. Oder ich. Also siehst du, es hat so Teile, je nachdem, auf dem Kürbis, die so ein bisschen holzig sind. Und die die schneide ich so weg. Bei beiden Hälften habe ich kontrolliert, wo so Teile hatte, habe ich weggeschnitten jeweils.
Und jetzt, deswegen habe ich vorher nicht von Hand gemacht, ich nehme einfach meinen Kürbisboden, habe da geschnitten und dann kann ich so mehr oder weniger diese Öl hier verteilen. Ich muss nicht überall verteilen, weil die kommt wirklich mal da und mal da. Und nur da in die Mitte muss sein, dass es nicht klebt. Mache ich hier aber ein bisschen Olivenöl, so gut wie ich so dosieren kann. Nur, dass dieser Kürbis nicht ganz austrocknet im Ofen. Und dann machen wir ein bisschen Salz. Oder wenn du mehr von der Küche verstehst, machen wir Herdöpfelgewürz hier in den Kürbis hinein. Und jetzt kommt das in den vorgewärmten Ofen. Ich habe vergessen, glaube ich, zu sagen, da habe ich bei mir vorher schon eingeschaltet. Ich habe mir Umluft, ich habe 190 Grad gemacht. Du kennst den Ofen besser als ich natürlich. Es ist einfach wichtig, sie kommen einfach in den Ofen, solange ich hier das Fleisch vorbereitet, dann fangen sie schon an, gar zu werden. Und das mache ich jetzt. Kürbis in den Ofen, ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Die Menge schaut wie immer da unten bei uns. Und wenn schon die Blicke nach unten wirfst, kannst du gleich uns ein Like hinterlassen, den Kanal abonnieren. Und ich rede so viel, du hast schon das Fleisch anbraten, aber zuerst kommt hier die gefriergetrocknete Zwiebel. Ich lasse gar nicht zu lang hier. Ich will nicht, dass diese Zwiebel verbrennen. Und dann mache ich schon das Fleisch hier drauf. Ich schaffe jetzt relativ schnell, weil ich werde das Fleisch nicht ganz bis zum Schluss braten. Das passiert nachher im Ofen. Es ist nur wirklich so eine Vorgaren und vor allem so, dass überall Gewürze zusammen reinkommt. Mache ich hier einfach zu merken zum Fleisch Fleischgewürz. Schön umrühren. Ich kann sogar ein bisschen herunter mit der Temperatur. Machen wir da in die Mitte ein bisschen Tomatenpüree. Was ich hier natürlich auch noch machen könnte, wäre mit ein bisschen Rotwein ablöschen, wenn ich mag. Oder wenn du magst, meine ich. Oder wenn ich will. Ich mache es heute ohne. Aber es wäre eine Möglichkeit. Also nur wirklich kurz hier anbraten. Machen ein bisschen Herdöpfelgewürz hier auch. Und jetzt, bei nicht so hoher Temperatur, lege ich den Deckel drauf, dass dieses Fleisch hier ein bisschen so im Dampf ein bisschen köchelt. Mein Kürbis ist noch im Ofen, der braucht noch ein bisschen. Eventuell muss ich hier sogar abstellen und warten, bis der Kürbis so weit ist und erst dann kommt das Fleisch drauf. So, ich habe kurz gewartet, zugedeckte Pfanne und jetzt siehst du da, das Fleisch verändert sich schon. Hat ein bisschen Wasser abgegeben, da habe ich gewählt. Jetzt stelle ich das hier ab. Ich will nicht, dass dieses Fleisch zu trocken wird, also lege ich den Deckel nochmal drauf. So. Habe vorher kurz kontrolliert, gesehen, dass es schon gar ist oder fast gar. Ich mache das hier wieder, siehst du, das Messer geht problemlos rein. Und jetzt, am Boden von diesem Kürbis mache ich eine kleine Überraschung, nämlich ein bisschen Frischkäse. Siehst du, das Fleisch ist noch saftig, ich habe die extra nicht so lang angebraten. Und jetzt kommt hier das Fleisch. Das kann ich natürlich auch mit gehacktem Pullefleisch machen und kann ich auch mit Soja- oder Sonnenblumenhack machen. Und wenn ich keinen Fleischersatz mag, habe ich auch die habe ich schon gemacht mit Linsen. Ich glaube, das koche ich hier sogar. Dann nehme ich ein bisschen andere Zutaten. Aber so gefüllte Linsen. Hast du das auch schon gemacht? Was füllst du so in so Kürbis? Also das kann man im Sommer übrigens auch mit Zucchini machen. Genau gleich, einfach mit Zucchini. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Frischkäse da und verteile ich das noch da oben. Also da oben, das ist nachher die Mitte, ne? Ich habe noch Fleisch zum draufdecken. Sehr gut. Also da habe ich Kürbis, sind so gut wie fertig, aber das Fleisch ist nicht komplett durch und ich will, dass diese Frischkäse noch sich mit dem Fleisch hier schmilzt. Oder? Dann ist alles einheitlich und deswegen mache ich den nochmal kurz im Ofen. Ich halte jetzt den Ofen wieder ein und ganz kurz. Es ist nur Zeit, um hier aufräumen, einen Teller holen und es ist fertig. Parat. Wow, schau mal. Und der ist schon da. Sehr schön. Ich Mein habe sogar Kürbis das Besteck parat. Für mich? Ja. Also, los. Aber ich habe dich unterbrochen, hast du sagen, Nein, Kürbis, weißt du, siehst ja so viel
plötzlich jetzt überall Kürbis rum und denkst so, was machen wir mit dem? Aber jetzt, da kann ich Du kannst sogar essen, alles gell? zerstören. Das ist oft die Frage, so, wie soll ich das essen? Du kannst alles zerstören, die kann man eben mit der Schale essen. Zerstören. Du kannst aber auch, wenn man auch mit dem Löffel will, essen kann man auch so einrollen. Oh, darf ich nur das zeigen? Kurz, Entschuldigung, bevor... Siehst du, jetzt kommt die Überraschung. Da. Überraschung! Mit dem Frischkäse. Also 3, er hat 2, es 1, gewusst, er hat die 44. Zutaten gesehen, Klar. aber deine Gäste wissen das nicht. Und dann hat man eine Überraschung und ich finde, von dem Geschmack her passt das. Oh, jetzt hast du aber gar kein Fleisch drauf, gell? Nein, aber jetzt habe ich Frischkäse gehabt. Fein. Du das eigentlich hier auf die Seite. Ah, so. In einer Bowl. Schau mal. Genau, dann hast du Die Übung ist schon oben da, nehme ich an. Sonst wäre es ja nicht mehr kochen. das. Es ist heiß. Ich wünsche mir einen guten. Dir einen Euch guten. viel Spaß beim Nachkochen. Dir danke wieder einmal Vielen mehr. Dank auch. Mega. Und ich wünsche mir, dass du nächstes Mal wieder dabei bist. Dann kann ich auch wieder hier sein zum Kochen. Ohne dich kann ich nichts machen. Gut, ich koche für ihn am Schluss, aber es ist viel schöner, wenn du auch dabei bist. Wow. Bis nächstes Mal. Es ist mega fein. Vielen Hey. Dank. Nachkochen daheim Es sofort. riecht hier gut. Ciao miteinander. Danke.